Willkommen zurück. Zweite Episode von Let's Play Faster Than Light. Das Ganze natürlich mit mir, Juti. Ja, wir haben es geschafft. Das Föderationsraumschiff hat den zweiten Sektor erreicht. Hier sind wir. Ich muss noch ein bisschen das Schiff aufrüsten. Noch ein bisschen sehr, keine Frage. Deshalb schauen wir uns doch jetzt einfach mal das neue System an. Es ist Nebula. Ich habe schon mehrfach erwähnt, ich liebe Nebulas, weil die Rebellenflotte nur halb so schnell vorwärts kommt. Ich kann somit eigentlich fast doppelt so viel looten. Nachteil ist, Sensoren funktionieren nicht und diese blöden Schnecken. Da komme ich nachher gleich drauf. Erstmal Karte anschauen. Exit Point hat 4 Punkte. Ja, also eigentlich, ich sag mal so, von hier unten komme ich überall hin. Muss ich mir, glaube ich, nicht viele Gedanken machen. Ich werde mal hier hinauffliegen. Ja, Schnecken. Was ist das Problem an Schnecken? Die Schnecken, die haben irgendwelche spezielle sensorische Fähigkeiten entwickelt in ihrem Genom und können trotzdem ihre Sensoren, Tentakel, Fühler, was auch immer nutzen. Also sie sind nicht so blind wie wir und sie klauen gern mal Luft. Das heißt, ich muss hier unbedingt und möglichst schnell mein Oxygen, also mein Sauerstoffsystem auf Stufe 2 aufbauen, weil wenn sie dann 1 ausschalten, dann habe ich immer noch einen Punkt übrig für Sauerstoffproduktion. Ansonsten drehen sie uns einfach den Sauerstoff ab, die fiesen Viecher. Und das ist nicht so lustig. Da erstickt man. Gut, schauen wir mal. Das erste Priorität werde ich das Sauerstoffsystem aufbauen, um dieser Gefahr entgegenzuwirken. Ich habe Glück, es ist kein Schneckenschiff, es sind wieder Rebellen, so ein automatisches Ding, das hatten wir schon und auch das bewacht ein Rebellen-Space Station, greifen wir natürlich an, keine Frage, der hat einen Beam, eine Laserwaffe. Wenn er das gut timet, kann er mir Schaden machen, sprich mit der Laserwaffe ein Schild wegbauen und dann Beam rein. Muss ich jetzt mal davon ausgehen, dass er das hinkriegt. Entsprechend werde ich meine beiden Waffen auf sein Waffensystem ausrichten. In der Hoffnung, dass sich der Schaden in Grenzen hält, vielleicht gar keiner auftaucht, wenn er blöd ist. Zack, nein, kommt leider durch, hat mein Waffensystem beschädigt, hat mein Burst Laser 2 ausgeschalten, ist nicht schlimm. Einer der 2 ist noch da, ist schon wieder repariert, kann ich wieder einschalten. Ja, und jetzt ist eigentlich Standardprogramm, ich switch einen sogar noch um auf den Schild. Also ich denke, Priorität hat jetzt wirklich Sauerstoffsystem und das Shield auf Stufe 2 bringen. Werde ich einiges an Scrap brauchen. Das Schöne ist, jetzt an Sektor 2 gibt es auch mehr Loot. In der Station gibt es leider nichts. Somit nur das Scrap vom Schiff. Ach, das reicht schon. Das reicht schon. Das heißt, ich werde den hier auf 2 umrüsten. Somit sollte die Schneckengefahr gebannt sein. Ja, hier versuche ich möglichst viel natürlich abzugrasen. Auch im Non-System auch schon so. Mantis. Ja, Mantis greifen immer an. Sie haben wieder so eine Boarding-Einheit. Das heißt, ich werde bald Besuch kriegen. Was haben sie sonst? 2 Laser. Ja, kennen wir. Standard Procedure. Also, die Waffen sind auf Auto. So, sie sind jetzt hier oben. Jetzt, was ich ja neu habe, ich habe hier Türenstufe 2. Das heißt, sie müssen die erstmal aufbringen. Und ich werde jetzt hier einfach mal die Außenluke öffnen, dann gießt sie das Sauerstoff ab und nehmen sie schon mal Schaden. Okay, jetzt sind sie hier durch, jetzt sind sie an dieser Tür, aber hier dürfte schon Sauerstoffprobleme sein. Ich werde die noch vergrößern, schnell abschließen lassen. Ah, ne, die haben gar keine Verbindung, bringt nichts. Ins Med kann ich auch noch offen lassen, das heißt, entweder sterben die jetzt nur schon an mangelhaften Sauerstoff, jetzt ist sie in der Med Bay. Klopft hier an. Ist tot.
Tod durch Sauerstoffmangel. Deshalb sind da wirklich bessere Türen. Denkt man sich im allerersten Moment, ja, okay. Die sind echt nützlich. Okay, ich habe einen neuen Intruder. Der dürfte jetzt immer noch leben. Wo ist er? Das ist ein Enchi. Ein Enchi auf dem Mantis-Schiff. Schade, dann hätte ich gerne meine Crew übernommen. Aber wird wohl nichts. Medbay aktivieren, meine Crew heilen. Alles gut. Ja, mehr gibt es hier nicht zu tun. Dann fliegen wir zum nächsten Sprungpunkt. Wir haben Angst, dass sie angegriffen werden, aber nichts passiert. Leerer Sprungpunkt. Rebellen kommen. Jetzt kann ich hier oben oder unten. Ich fliege immer ein bisschen gerne die Systeme, wo ich möglichst viele Sprunglinien habe, weil so sehe ich auch die Shops schneller. Hier ist ebenfalls nichts. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend hier unten. Gut, das haben wir hier, ein Rebellenschiff. Die haben uns offensichtlich noch nicht gesehen. Jetzt könnt ihr uns dann verstecken, aber nee, Rebellen werden gekillt. Leider verirre ich mich im Nebel auf der Verfolgung. Erwische sie nicht. Und die Rebellenflotte wird dadurch doppelte Fortschritte machen. Oh, krass. War jetzt nicht so toll. Hier ist nichts. Ja, bin jetzt nicht gerade sehr begeistert. Für den Shop habe ich einfach zu wenig. Oh je. Also hier habe ich nicht nur einen Nebel, hier habe ich wieder so einen Sturm, einen Ionensturm. Ich glaube, es war ein Ionensturm. Mein Gott. Halbe Energie auf jeden Fall. Das Schiff greift noch nicht an. Was wollen Sie? Es ist ein Rockschiff. Transporter. Das haben sie verloren und sie sind ein bisschen misstrauisch. Ja, sie sind sehr abweisend, sie wollen keine Hilfe von uns und sie empfehlen uns abzuhauen. Aber neben den Standardoptionen angreifen, abhauen, habe ich, weil ich einen Rock-Crew-Member habe, kann ich ihnen anbieten, dass sie aus dem Nebel raus lotsen. Machen wir mal. Das scheint uns zu gelingen. Zum Dank geben sie uns ein bisschen Versorgungsgüter, das ist toll. Ohne Kampf was bekommen, Dankeschön. Dank unserem Rock Crew Member. Die sind jetzt schon ziemlich nah. Wieso machen die so einen Standard-Jump? Verstehe ich nicht. Sei es so. Ich hoffe, ich kriege diesen Malus jetzt nicht vom doppelten Range jetzt nicht im ganzen System, das wäre echt übel. Also was haben wir hier? Wir haben hier einige Föderationsflüchtlingsschiffe entdeckt, die sich hier verstecken. Sie haben nichts, das sie uns geben können, aber sie möchten von uns ein bisschen Scrap für ihre Triebwerke. Ja, sie handeln mit uns. Ist ja blöd, es ist auch ein Handelsschiff, was lese ich hier überhaupt? Gut, ich verkaufe diesen hier. Ich verkaufe diesen hier.
Dann Drone Control, nein, nein, nein. Einmal reparieren, dann dreimal Treibstoff, das ist schon ein bisschen wenig. So, jetzt habe ich hier interessante Crew Members. Hier ist ein Mantis. Die sind gut, weil die machen zusätzlich Schaden und bewegen sich auch schneller. Sind dafür auch lahm beim Reparieren, das ist egal. Hingegen der Engie. Soll ich den Engie nehmen? Die sind auch einfach toll, weil sie so schnell reparieren. Ich habe jetzt einen Reparatur-Engie in. Ja, ich nehme den. So. Weil die sind echt toll zum Reparieren. Das heißt, ich werde jetzt meinen Shield-Typen, den King, wegnehmen. Der hat noch nicht viel Erfahrung gemacht in seinem Job. Der übernimmt einen neuen Job. Und zwar den Türmeister. Den schicke ich hier zum Sensorentürmchen. Das bringt zwar im Moment überhaupt nichts, weil Nebula. Ansonsten würde auch das Sensorensystem verbessert werden. Ich sehe gerade, ich habe ein Oxygen-Problem. Das lade ich schnell wieder auf. Das ist noch Nachwirkungen vom Nebelchen. Genau, das muss ich alles wieder. Standardparameter, gut. Sauerstoff ist aufgeladen, das auch. Die Crew-Members sind neu verteilt. Werde ich noch speichern. Den Rock mache ich einfach auf die unwichtigste Position, weil ich den zum Feuerlöschen brauchen kann, aber auch für eine Kampftruppe dann, wenn ich mal einen Teleporter umstelle. Gut, bin ich da hingeflogen. Aber es scheint mir echt seltsam. Ich habe echt das Gefühl, dass die doppelt so schnell vorwärts kommen. Das passt mir gar nicht. Naja. Also Mantis Aufklärer. Wir ja, rammen einander, weil wir uns nicht sehen. Nebel sei Dank. Will be Nebula very dangerous next time humans all die. Okay, sie scheinen es jetzt nicht mal so persönlich zu nehmen, würden uns gehen lassen. Nee, aber ich will Scrap. Ich greife natürlich an, wie es sich gehört für ein Föderationsschiff. Also, wir werden wieder gebordet werden. Same behavior as every year. Procedure ist es nicht behavior. Kommt natürlich jetzt ausgerechnet da unten. Ich werde hier Medbay aktivieren. Treffer gab es leider. Okay. Zurück auf eure Position. Ihr werdet jetzt noch nicht geheilt, weil ich möchte erst die Schlacht gewinnen. Laser 2 geht auf die Schilde. Mal gucken, ob sie noch einen Transporter rüber schicken. Nö. Okay, gab ein bisschen was. Dann ab zur Heilung. Die beiden, die beschädigt sind. Wunderbar. Energie wieder zurück auf die Triebwerke. Und ab in den nächsten Punkt. Jetzt muss ich mal gucken. Die sind echt schneller als normal. Das ist jetzt nur wegen diesem blöden Event da vorne. Das ist ja toll. Also der ganze Nebula hat jetzt übrigens nur Nachteile. Jetzt muss ich mal schauen, damit ich den auch noch erreiche. Das ist jetzt etwa noch 1, 2, ich denke 3 sichere. 1, 2, 3. Ich muss jetzt schon raus. Mann, 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 Mann. Echt nicht toll. Was haben wir hier? Ist Number of Small Stations. Da hat es mehrere Stationen. Ich kann sie nicht scannen, weil ich habe bereits Intruder an Bord. Hier sind sie. Das heißt, ich werde die Medizinstation mal wieder. Wieder unter Energie setzen.
hier raus. Ich werde schon mal die Türen öffnen. Ja, und ich ziehe meine Crew zurück. Ich hoffe, die ersticken jetzt hier, bevor sie was kaputt machen. Ja. Alles tot. Die Türen werden geschlossen. Heile ich den noch schnell und dann geht es wieder. Ausgangsposition, ja, das war jetzt ein Event. Hat zum Glück keinerlei Schäden verursacht, aber leider auch nichts gebracht. Okay, ist alles wieder repariert, dann... Wie kann ich von beiden... Ja, echt fies. Okay, ist wieder so ein toller Sturm. Plasmasturm und... ein Rebellenschiff hier noch dazu. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich meine Energie aufteile. Ein Schutzschild werde ich brauchen. Ja, um mich von diesem Laserding zu schützen, das ist ein Beam. Waffen brauche ich natürlich auch. Ja, ich denke, das ist okay so. Sauerstoff ist halt jetzt im Moment, ja, habe ich im Moment keinen. Muss ich schon wieder mit klarkommen, bis die Waffensysteme dort weg sind. Nee, ich kann hier nicht länger darauf verzichten. Okay. Ja, Gefahr droht hier keine mehr. Dann nehmen wir das Ding noch weg. Tschüss. Ja, hält sich in Grenzen. Jetzt muss ich aber Energie umleiten auf die Triebwerke, sonst komme ich hier nicht weg. Also wenn ich hier bin, sind sie dort. Ne, das schaffe ich nicht. Ich muss echt weg. Gut, Jump Point, nichts ist los. Ich kann zumindest mein Schiff wieder einrichten. So muss es sein. Dann springen wir mal weiter. Was sagt die Zeit? Ja. Haben wir noch ein bisschen? Schauen wir mal. Jump. Next Sector. Ja, ich versuche es jetzt nochmals mit Nebel. Ich hoffe, diesmal klappt es besser. Schnecken haben wir noch keine gesehen. Gut, hier sind wir. Hallo. Sektor 3. Wie immer Check vom Exit Point. Sieht okay aus. Ja, dann springen wir mal mitten in die Geschichte hier. Ach nee, nicht schon wieder. Intruders. Wo sind sie? Hier oben sind sie. Machen die Türen auf. Dort ist ja nichts los. Oh, die waren aber schnell hier drin. Den geht's nicht so gut, den Guten. Okay, nichts passiert. Ja, also bei den Events kann man ja nur verlieren. Es gibt echt nichts zu gewinnen. Ist gut gegangen. Weiter geht's.
Gut, was haben wir hier? Da hier ist ein Piratenschiff. Die scheinen mich aber zu vermeiden. Möglicherweise ein Schmuggler. Greifen die natürlich an. Das ist ein Rockship mit einem raketenwerfenden Laser. Oh, mit 2 Schildpunkten und schon deutlich stärkerem Rumpf. Und ein Transporter noch dazu, lala. Also machen wir mal volle Pulle auf den... Auf diesen Ort schauen wir mal, wo sie hin teleportieren. Sind hier unten, entsprechend werde ich die hier öffnen. Wobei ich glaube, Rocks, denn ist Sauerstoff ziemlich egal, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Es ist kein Rock, es ist ein Mensch. Zum Glück schon angeschlagen, vielleicht schafft es Engia. Ich werde ihm noch ein bisschen Verstärkung schicken. Ja. Alle Türen dicht. Ausgangsposition. So, wie sieht es mit dem Schiff aus? Nicht so overwhelming. Ich werde mal die Schilde in Angriff nehmen. Wobei, der kommt gar nicht durch. Ja? Ich muss es genau umgekehrt machen. Intruders on board. Ja, jetzt muss er weg. Das kriegt er nicht hin. Ja. Oh, das ist so ein... Ich glaube, die explodieren, oder? Ja, genau. Okay, so, sie haben Schaden genommen, jetzt versuchen sie zu fliehen. Das heißt, ich muss jetzt den Antrieb außer Gefecht setzen. Ja, und jetzt versuchen sie uns noch ein bisschen zu bestechen. Ja, ich nehme das an, vor allem wegen dem Treibstoff, da habe ich nicht so viel. Na gut. War jetzt nicht gerade die super Ding-Schlacht, aber naja, ist okay. Heilen wir mal die Crew durch. Zurück auf die Station und weiter geht's. Und der Scrap, ich könnte auch mal schauen, ob ich wie viel ich für den Shield brauche. Hier haben wir ein automatisiertes Rebellenschiff. Ja, greift an. Das ist in so ein Ionenteil und ein Beam. Das dürfte, glaube ich, und kein Shield. Das dürfte eigentlich ziemlich unspektakulär sein. Sage ich, und dann ist die Hälfte der Hitpoints weg. So, das war's vom Aufklärungsschiff der Rebellen. Also jetzt schauen wir mal, Shield bräuchte ich. Und ich bräuchte 2 Reaktoren. Ja. Ist möglich, mache ich auch. Zweite Shield Bubble ist nützlich, weil die Gegner werden jetzt doch zunehmend stärker. Dann als nächstes das Waffensystem, damit ich diesen Ionenstunner wieder in Betrieb nehmen kann. So, jetzt nimmt es mich Wunder, ob die immer noch so schnelle Sprünge machen. Gut, das ist wieder so ein Scout der Rebellen, der versucht zu fliehen. Der schickt einen Autohacker, Rakete, Laser. Das heißt,
Ich muss hier erst den Antrieb, das könnte heiß werden. Sauerstoff ist ausgeschaltet, das ist gar nicht gut. Muss ich dann vielleicht Punkte reinstecken. Ui, Schwertreffer im Shield-System mit einer ja, ausgerechnet, wenn der Sauerstoff am Arsch ist. Gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass der möglichst schnell zerstört wird. Ich versuche hier noch einen verzweifelten Tat, aber das wird nicht gelingen. Ich werde hier nicht durch die Schilde durchkommen. Ich glaube, es ist aber auch gar nicht nötig. Eigentlich müsste ich jetzt die Laserangriffe timen, aber ich kann es einfach nicht. Gut. Geschafft. Mit erheblichem Schaden und wenig Loot. Der war ziemlich kontraproduktiv, dieser Fight. Aber das gehört leider auch zum Spiel. Aber es ist ein schönes Ereignis. Es dürfte jetzt schon wieder mal so ein positives Ereignis geben, muss ich sagen. Na gut. Ich frage mich jetzt gerade, wo fliege ich durch? Ist denn das normalerweise größer? Muss ich dann in die nächste Karte schauen. Habe ich mich vermutlich geirrt. So, schon wieder ein automatisiertes Rebellenschiff bei einer Station. Hatten wir schon ein paar Mal die Station, holen wir uns. Das Rebellenschiff ebenso. Das scheint jetzt diesmal wieder ein bisschen einfacher bestückt zu sein. Oh, ich sehe hier gerade, ich sollte noch. Meine Sauerstoffproduktion reparieren habe ich vergessen. Naja, nicht aufteilen, volle Pulle drauf. Viel zu viele Raketentreffer. Hätte nicht sein müssen. Gut, 33 Scrap vom Schiff und dann gibt es noch was von der Station. Muss mal schauen, was dieser Laser kann. Also der macht 2 Schüsse pro Ladung mit 2 Schaden, also maximal 4. Der macht 2 Schüsse 1. Zwei auf 4 ist schon ein Unterschied für einen zusätzlichen Energiepunkt. Braucht ein bisschen länger zum Aufladen, aber ich denke, ich nehme diesen anstelle vom Burst Laser. Cruise dasselbe, das heißt aber auch, ich brauche mehr Waffe und Energie. Ich schaue schnell, ist jetzt hier gerade ein... Ne, ist kein Store. Also mehr Reaktor, mehr Waffensystem. So. Dann machen wir das so. Der geht offline, der geht online. Sehr schön. Übrigens hier, mein Waffenmann, der hat jetzt einen Stern über dem Kopf, das heißt, der ist ein Level aufgestiegen. Das wäre diese hier. Ist ein bisschen effizienter beim Waffenaufladen. Meine Crew heilen. Die Ruhe ausnützen. So.
Weiter geht's. Ja, ich denke, ich mache ihn sowas hier. Schon wieder ein Schiff der Rebellen. Oh, mit Tarnvorrichtung, das ist übel. Das ist übel. Weil die können jetzt schön ihre Waffen aufladen. Ich nicht, ich kann erst jetzt aufladen. Ich kriege natürlich die volle Ladung ab. Ja, deshalb werde ich alles auf die Waffensysteme richten. Die müssen weg. Gefolgt von Shield. Weg sind sie. Ich weiß nicht genau, wie das mit der Reparatur funktioniert. Aber irgendwie haben sie Reparaturkapazitäten. Okay, die muss ich jetzt ein bisschen teilen, weil die laufen immer mehr auseinander. Das ist natürlich dann blöd mit den Shielden. Das heißt, ich warte jetzt auch, bis der Heavy Laser ready ist, damit die alle gleichzeitig schießen. Dann wird auch das Shield viel weniger effizient. Ja, war jetzt auch nicht so der Burner. Ich brauche dringend Reparatur. Läuft gerade nicht so wahnsinnig toll. Schauen wir mal, wie geht's weiter? Wir haben hier einen Schwarzmarkt, Waffenhändler. Was will er? Ich kann ihn angreifen, ich kann ihn ignorieren oder ich kann eine unbekannte Waffe für 45 Scrap kaufen. Nö, kann ja alles Mögliche sein. Das ist ein Pirate Hacker mit einem Schutzschild, greift mir an. Mhm. Ja, erstmal die Waffensysteme ausschalten. Türsystem wurde deaktiviert, sollte egal sein. Gut, der will schon aufgeben. Nein. Ich will mehr. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, dass ich diese hier sind. Ne, ich muss sie nicht synchronisieren. Es wäre schön, sie würden mal ein bisschen treffen, die Guten. Zack. Okay, haben wir hingekriegt. Hier ist das Door. Also der hat jetzt echt noch lange. Ich denke, ich kann die alle abfliegen hier unten. So und dann rauf. Ich brauche unbedingt mehr Scrap. Was haben wir hier? Mantis Salt Ship würden uns gehen lassen. Nee, ich meine, es bleibt eigentlich fast nichts übrig. Das ist, glaube ich, eine Bombe und ein Laser. Alles auf die Schilde, die haben natürlich eine Transporteinheit. Im Cockpit ist er. Da schicke ich mal den Rockman dazu. Gut. Also, Eindringen ausgeschaltet, Waffensysteme ausgeschalten.
Hier muss ich jetzt schnell ein bisschen abstimmen. Ah, schon los, verdammt. Das war zu früh. Naja, trotzdem geklappt. Gibt ein bisschen Zeug. Nicht viel. Was will ich denn als nächstes eigentlich bauen? Ich kann hier ein bisschen die Subsysteme verbessern. Ja. Gucken wir erstmal, was der Laden zu bieten hat. Dann Rebellenschiff, 2 Schutzschilde und Drohnen haben mich nicht gesehen, aber Rebellen werden ganz aus Prinzip angegriffen. Der Pack muss sterben. Drohne, was haben sie für eine Drohne? Ich sehe gerade nichts. Entweder eine interne Drohne. Ich vermute jetzt einfach mal. Oh, so viele Misses, das gibt's ja gar nicht. Also ich muss jetzt echt ein bisschen besser koordinieren. Rakete. Rakete gibt immer einen Treffer. Ich muss sie gleichzeitig abballern wegen dem Shield. Deshalb nehme ich Outfire raus. Ist geladen, dann werde ich mal den Schutzschild aus Kraft setzen. Nein, zumindest beschädigt wurde. Sauerstoffreparatur läuft, Waffensysteme einsatzbereit. Die versuchen zu fliehen, aktivieren den FTL-Antrieb, haben aber offensichtlich wieder aufgegeben zugunsten von, ich schätze mal, Reparaturarbeiten. Ne, jetzt landen sie wieder. Noch eine Rakete, die ich abbekomme. Also ich konnte sie zu wenig, sie werden vermutlich abhauen, deshalb nehme ich es an. Hier habe ich noch einen Hüllenbruch, ich habe es befürchtet. Ich werde mal die... Wieso ist es jetzt trotzdem kaputt? Naja, Ausgangsposition und dann schauen wir mal an Händler vorbei. Guck dir mal, was die zu bieten haben. Die haben auch Hacking. Hacking ist natürlich schon lustig, wenn man ein System ausschalten kann. Dann Drohnen nützt mir nichts. Seite 2 gibt es nicht. Also als erstes, ich muss unbedingt Reparaturarbeiten vornehmen. Wieder auf 25. Wieso 25? Es gibt dann Ereignisse, die auch die Hülle reparieren. Und dann sind die nicht verloren. Dann, das lohnt sich alles nicht, aber ich werde dann noch ein bisschen Treibstoff mitnehmen, verkaufen. Also, jetzt muss ich nochmal schauen, 5 Sekunden Stun. Ja, nee, ich teste den erstmal aus, wenn ich meine, ein 4-Schild komplett weg ionisieren kann, das wäre natürlich supi. Naja, aber ich könnte mal schauen, das wäre ein Punkt, den ich dort noch brauche. Das wären 100. Das wird natürlich immer teurer. Kann ich mir nicht leisten. Also geht's hier weiter.
Was haben wir hier? Ein schwer beschädigendes Föderationsschiff versteckt sich hier. Wir können sie nicht kontaktieren, sie verschwinden. Ich folge ihnen wieder mal, aber finde sie nicht. War nichts für die Katz. Jetzt kann ich hier nur noch zum Endpunkt springen. Gucken wir mal, was hier los ist. Nichts. Dann springe ich noch ein bisschen da hinten, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Und hier ist auch nichts. Das heißt, ich habe noch zusätzlich 2 Treibstoffe nichts verbraucht. Läuft. Naja. Also, ab im nächsten Sektor. Da war nichts. Wir gehen in einen Sektor, das von Rock controlled, wird das feindselige angegeben. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Sind aggressiv. Haben auch keine Freunde an Besuchen. Naja, fühlen wir uns richtig wohl. Aber das gibt's dann in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode. Euer Judy. Tschüss.